Willkommen, liebe Leute, liebe Freunde von den bunten Klemmbausteinen. Herzlich willkommen zum Stream hier auf brach.ch bei Twitch. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Mittag gehabt. Bei uns jetzt Burger gegeben. Ich bin voll ready, bin voll fit. Und falls ihr auf die Uhr schaut und sagt, hä, zwei Klemmbausteine, stimmt doch gar nicht. Der ist doch schon vorbei. Nein, ihr habt die volle Freude heute am Nachmittag bei mir zusammen ein bisschen zu klötzeln. Und wir haben es ein bisschen verschieben. Wir haben wunderschönen Teamanlass gehabt, aber auf der Terrasse. Ein bisschen zusammen dürfen ein bisschen Konversation betreiben und ein bisschen essen gemütlich. Und das braucht es zwischendurch. Mal wieder ein bisschen mit dem Team zusammen sein, mal ein bisschen schnurren. Weil im Homeoffice hat man ja nicht immer so gut dazu eine Gelegenheit. So ist das halt in der heutigen modernen Gesellschaft. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen vollen Magen und mögt vielleicht gerade nicht schaffen, dafür ein bisschen mehr zuschauen. Darum freut es mich, die nächsten 2 Stunden dürfen mit euch zu verbringen. Wir machen weiter an unserem Projekt hier von Wange. Und zwar vom Garden Coffee House. Ich habe die ganze Kamera ein bisschen umgestellt hier. Ihr seht jetzt auch ein bisschen besser drauf. Es macht auch Sinn, weil jetzt kommt nochmal ein Stock drauf rauf. Und jetzt haben wir dafür da den schwarzen Hintergrund leider nicht mehr. Es ist ja nur eine Mausmatte. Wir haben euch alle veräppelt die ganze Zeit. Ja. Und ich habe gedacht, ihr seht ein bisschen besser drauf, was wir eigentlich genau daran bauen. Soweit es mir ist, gehen wir jetzt ein bisschen weiter und machen uns an den 2. Stock an. Und dafür muss ich noch die richtige Seite rufen. Müsste eigentlich hier Seite 17 sein. Ich mache ungern Eselohren rein, aber das sieht nicht schlecht aus. So, das da mal auf die Seite. Crazy Catley, willkommen, grüß dich. Geht's dir gut? Schönen Mittag gehabt. Und willkommen zum Stream. Du kommst gerade perfekt rechtzeitig. Wir fangen erst gerade an, ein bisschen gemütlich da durch den Nachmittag durchzuschipperlen. Und in aller Seelenruhe hier das Kaffeehäuschen zusammenzubauen. Sobald ich da wieder ein bisschen sortiert habe. Ich sehe jetzt übrigens auch andere Seite. Dort auf der anderen Seite im Ecke, wie das Ganze am Schluss aussieht. Merci nochmal für den Hinweis im letzten Stream. Das ist wirklich eine gute Idee. Da wisst ihr, jetzt nur von der Klötzli her ist aber schwierig zu eruieren, was es am Schluss gibt. Aber jetzt sieht man es doch recht gut. Hast du Corona? Scheiße. Ist bei mir letztes Jahr durch. Ist richtig beschissen. Tut mir leid für dich. Erst gerade angefangen mit drinnen oder noch ein bisschen am Nachseuchen. Es geht ja leider gerade wieder ein bisschen um. Also ich höre es etwa die einen Leute, dass sie sich das wieder ein bisschen eingefangen haben. Und es wieder ein bisschen öfters vertreten ist. Ist ja aber auch nervig, oder? Jetzt ist es so schön Sommer, also ich meine, ja, warme Temperaturen, das hilft ein bisschen. Aber der Keim sich frisst sich halt überall durch. Das ist ja richtig mühsam. Also ich mache es glaube ich wie letztes Mal und ich suche mir jetzt zuerst wieder die Teile raus, die ich brauche, weil das hat eigentlich recht gut funktioniert hat. Letztes Mal. Wieder weiss ich, was ich muss verbauen muss. Und verbauen wir das Ganze nicht. Jetzt fehlen mir aber schon graue Teile. Das heisst, ich muss mal hier in die Säcke runterlangen. Muss mal noch die richtige Nummer. Was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir das 3. Haben wir da schon das 4 gehabt? Wo ist der kleine? Ah, das ist 7. Ja, das 7 brauchen wir sowieso nicht. 7 ist völlig fehl am Platz hier, die kleinen Teile. Schon 3 Tage jetzt mit Corona. Ja, da bist du glaube ich wirklich voll drin. Also ganz schlimm, so wirklich alle Symptome A bis Z einmal durch oder ist es noch zum Aushalten? Das ist ja bei anderen Leuten ein bisschen anders. Ich habe damals ein bisschen die ganze Palette durchgemacht. Zum Glück kein Long-Covid. Das
ist dann immer so ein bisschen russischer Roulette, oder? Was man dann genau bekommt am Schluss. Ich nehme jetzt damals 5 Minuten, das wird aber schon richtig sein. Aber sonst also ich habe generell alles durchgemacht. Ich habe einmal die Schweinegrippe gehabt. Ja, 2 von 5 Sternen. Pfeiferische Drüsenfieber. Ist voll abgegangen. Dem gebe ich sicher 4 von 5. Was war sonst noch gewesen? Ja, sonst noch in so einem Google so nur eine Seuche rumgegangen ist. Also ich versuche eigentlich immer alles abzuhaken, dass ich da auch mitreden mit den Leuten oder ein bisschen Gesprächsstoff habe. Und weiss, wie es so ist, dass man Vergleich ziehen kann und dass man dann so ein bisschen auf Dates lockerer ins Gespräch hineinkommt. So, hey, du hast Corona gehabt, ich auch. Ja, wie war es bei dir? Ja, voll beschissen. Hey, bei mir auch. Oder? Das ist dann viel einfacher. Das ist so ein super Katalysator für ein Gespräch. Ist natürlich leicht negativ behaftet, aber es redet ja trotzdem alle drüber. Also was bringt es denn, wenn man dem ausweichen will? Nichts. Das erste Mal Corona, okay. Darum herumgekommen, ja, irgendwann joint jeder in diesem Club, auch der grösste Verschwörungstheoretiker wird irgendwann einmal dem erliegen. Es ist complicated mit dieser ganzen Sache. Ich bin gespannt, wie es nachher auf den Winter wieder zugeht, ob wir echt nochmal ein bisschen Lockdown-mäßig etwas gehen haben oder so, aber da hat ja eigentlich niemand wirklich Bock drauf. Ich glaube, man sagt einfach echt, lassen wir es sein und suchen durch. Jetzt brauche ich aber noch so dunkelgraue. Ein dunkelgraues Langes, ist das wirklich nie zu mehr ziehen? Sonst muss ich schon wieder zu viel Säcke aufmachen. Und auf so viel habe ich jetzt echt keinen Bock. Die Frage ist das schwarz? Ich glaube, das ist schwarz. Was könnte das sein? Geschmack und Geruchverlust. Ja, stimmt, das habe ich schon fast vergessen. Scheiße. Geschmack und Geruchverlust. Herrlich. Ja. Stimmt, das ist bei mir sicher 2 Monate habe ich nichts geschmeckt und gerochen. Und nachher hat eine Zwiebel wie Abgase geschmeckt und umgekehrt. Und zwar ein paar Monate lang. Jetzt ist es wieder besser, jetzt kann ich wieder Abgase und Zwiebeln kann ich unterscheiden. Aber Zwiebeln sind immer noch nicht so geil, wie sie mal sind. Das ist eigentlich recht witzig, oder? Weil eigentlich solltest du denken, dass da im Hinterkopf deine Vorstellungen von Geschmack und Geruch verankert sind mit dem Erinnerungsvermögen. Aber das hat eben mit den Geschmacksrezeptoren zu tun, die das scheinbar abspeichern. Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt. Richtig crazy, also wirklich. Hey, nein, jetzt hat es keine von diesen kurzen, die ich brauche da drinnen. Herrlich. Herrlich. Ich will einfach ein schwarzes, so ein kleines Teil, please. Also falls ihr mich gerade nicht seht, ich lange da nebendran runter, weil ich habe da die ganzen Beutel drin, wo die ganzen Teile drin sind. Das ist so viel, dass ich hier dann dazu habe. Habe ich es schon verbaut? Nein, habe ich nicht. Ja, aber ich brauche jetzt das. Oh, da sehe ich es. Alles gefunden. Also das ist immer noch das, was mir ein bisschen stört. Dass eben die ganzen Säcke nicht erwähnt werden in der Anleitung. Sondern du musst einfach selber schauen. Wenn du das Teil nicht findest, dann brauchst du einen neuen Sack. So sieht es aus. So, jetzt brauchen wir noch von denen da ein paar. 3 Tage. Aber weißt du, nach etwa einer Woche
ist vielleicht bei dir auch schon wieder gut oder so. Also vor allem die neuen gehen ja ein bisschen schneller durch, die neuen Varianten, was jetzt einmal da den Geruchssinn anbelangt. Geruchs- und Geschmackssinn. So sagt man. Oh, brauchen wir jetzt graue? Jetzt brauchen wir keine schwarze, brauchen wir graue von denen. Das ist auch so schwierig zum Auseinanderhalten, wenn man da die grauen braucht. Aber es hat ja nochmal 2. Da nicht eins. 3. Und noch 1 bräuchte ich. Eins einziges. Ah, stimmt, das ist ja noch ein Vorteil, wenn du natürlich den Rauch nicht mehr schmeckst. Auch wenn natürlich wahrscheinlich die schüchtigen, negativen Einflüsse, die Rauch so mit sich bringt, trotzdem noch ziehen. Also ich bin schon ein bisschen am Zweifeln. Ich muss mal geschwind zurückgehen, schauen. Wir haben da letzte auch mal so dunkelgraue verbaut, aber es sind schon die, ja. Okay, ich brauche einfach nochmal eins, so ein gewölbtes. Und sonst nehme ich einfach von da, weil da hat es ja auch noch welche drin, das ist auch das Füsi. Machen wir einfach da noch auf. So herrlich, oder? Da kommt jetzt jeder raus, was ich da genau suche. Und ich bin sicher auch mega schnell drin, die Sachen zu finden, wenn ich so viele Teile hier habe zum Durchsuchen. Aber wir haben es ja gemütlich miteinander, also kein Stress. Ja, die gleichen Sachen im gleichen Sack wäre eben eine Logik. Die ist wahrscheinlich bereits schon patentiert, oder? Und die darf man dementsprechend nicht kopieren. Darum hat man hier gesagt, ja komm, das, was ungefähr die gleiche Farbe und die gleiche Größe hat, das schmeißen wir zusammen, das macht auch Sinn. Aber halt eben nur bedingt. Nur bedingt. So, endlich. Das da noch. Jetzt habe ich dann alle Teile. Dann können wir endlich mit dem ersten Schritt anfangen. So, das ist hell. Hellgrau. Gut. Und noch 2 von denen. Juhu! Gut. Let's go. Also. So, und dann der 3er. Ah, und einen so einen grauen, den habe ich vorher wieder weg da. Shit, der braucht es noch. Du musst in dem Fall auch gerne ein bisschen Klemmbausteine zusammenbauen. Bei dir die Heime ein paar in der Vitrine, schön abgestaubt, perfekt ausgeleuchtet. In deinem Schlafzimmer innen. Wie ist das so generell? Wie handhabt ihr Lego? Tun ihr die wirklich ausstellen? Oder sind die derjenigen, die es wieder zusammenpacken? Die machen es gar nicht auf, weil es ein Sammlerobjekt ist? Oder ihr sagt, ja, nein, meine gehören eben in so eine Vitrine oder vielleicht einfach nur ins Regal oder aufs Regal, sind sie im Wohnzimmer, wo es alle Leute sehen, wenn sie reinkommen, so, ich sammle auch Lego, voll geil, ja, ich habe im Fall das und das Set. Und dann hast du auch schon wieder so einen Gesprächskatalysator, da kannst du dankend auf Corona verzichten, oder? Ich brauche noch 2 graue von denen. Weil ich kann nicht die Reihen anlesen, das ist sehr schwierig, die Fähigkeit ist mir leider nicht gegeben. Und auch zählen kann ich nicht, das ist auch so recht tricky bei mir. Das ist nur die Frage, ist es dunkelblau oder hellblau? Könnte alles sein. Aber ich gehe davon aus, dass es hellblau ist. So,
Ah, da vorne haben wir wieder so etwas zum Drehen. Sehr cool. Bin gespannt, was da hier kommt. Auf dem Regal im Wohnzimmer. Ah, schön. Mit Stolz präsentiert. Hier gehört es auch an. Ich finde, wenn wir schon Lego sammeln, dann sollen wir auch etwas davon haben. Oder nicht irgendwo in der Wäschküche auf einem Regal über dem Geschirrspül, also nicht im Geschirrspülmittel in der Wäschküche, oder wer macht das nicht? Nein, ich meine natürlich über dem Wäschmittel. So, ja, man hat es mal zusammengebaut, das war schön gewesen, aber jetzt trennen wir uns auch. Jetzt gehen wir da getrennte Wege. So. Wo kommt jetzt der andere einer ran da? Manchmal muss man da auch sehr genau schauen. Oder ist es nur ein Einer gewesen? Nein, es sind zwei Einer gewesen. Also der eine haben wir da einen verbaut. Und da haben wir noch einen verbaut. Das heisst, der eine ist noch da dazugerugelt, wo nicht dazugehört. Okay. Also, mal so. Das Minecraft-Häuschen. Also meinst du jetzt das hier? Das, was wir jetzt gerade bauen? Also ich würde gerne mal das Minecraft-Häuschen bauen, aber nicht so richtig. Also Minecraft habe ich ja geliebt. Ich und der Kollege haben so eine riesige Stadt zusammengebaut. Also noch mit Kathedralen und was auch nicht, der Badener Stadtturm und alles Mögliche ist da reingekommen. Und das war schon cool gewesen. Und wenn du richtig viele Lego-Bauteile hast, dann kannst du ja eigentlich nicht den PC anladen, dass du so etwas machen kannst, sondern du kannst einfach deine Klötzchen-Kiste dafür nehmen und das Ganze so machen. So, jetzt brauchen wir da noch so das schöne Geländer hier für unseren Erker. Schauen, dass das da ein bisschen so. Dass das Ganze ein bisschen für euch sichtbar ist. Also es ist halt schon recht viel von der Menge her. Ich habe jetzt zwar mit der Kamera also ziemlich ganz rausgezoomt. Mhm. Und dann noch so ein Rundes brauchen wir noch. So ein abgerundetes, genau das da. Und dann noch so ein zweites Eckteil. Wenn das Zeug natürlich da drunter verschwindet, dann wird es ganz schwierig da. Und jetzt brauche ich noch 3er. Eins. Ah, da ist noch eins. So, das haben wir auch schon. Das wäre jetzt gerade meine Frage an dich. Eben vom Namen her hast du sicher Katzen daheim. Ich stelle mir das recht kritisch vor, oder? Weil die gerne am liebsten auf dem höchstmöglichen Punkt sind innerhalb von der Wohnung. Das wäre dann ein Regal. Oder ein Schrank oder so. Ist noch nie etwas runtergeflogen bei dir in dem Fall? Ich weiss noch von der Arbeitskollegin, der Freund, der hat recht viel Teile, Lego und Klemmbaustein-Set daheim ausgestellt, bei sich im Zimmer. Und dort haben aber keine anderen Tiere, weil etwa die kommt mal eine Nachbarskatze vorbei oder so. Kein Zutritt. Wir brauchen gar nicht die dunklen, wir brauchen die hellen. So, 1, 2. Okay. Jetzt noch ein bisschen dunkelgraue, kleine.
Was hell's? So, nochmal einen schwarzen Knubbel und dann haben wir schon. So, voilà. Let's go! Minecraft ein kleines Dorfbau mit Kathedrale. Kann sein, dass der Link gesperrt wird, aber versuch es doch einfach mal und sonst kannst du ihn in Discord überhauen und dann schaue ich mir dann das gerne an, sobald ich das Discord mal aufmache. 6 Stück, also 6 Katzen nehme ich an. Wow, okay, wilde Meute. Also du wirst deinem Namen folgerecht in dem Fall. Crazy Cat Lady. Ist alles Eisgeschlecht oder ist gemischte Geschlechter bei dir? Oder sind alle aus einem Wurf? Das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage. Hey LoLplay, welcome. Nein, hast du wirklich nicht verpasst. Ja, wir haben es ein bisschen verschoben. Es ist jetzt von 2 bis 6, 2 bis 4. Aber nur heute. Nur heute. Und am 18. August. 18. August. Aber das sehen wir dann im Streamplan. Also. Alles easy. Und sonst gibt es ja immer noch ein bisschen VOD. Video on Demand. Ein TikTok. Also gut. Du das auch noch in Discord. Das kann ich gerade bei uns nachher in der Gruppe umschicken, weil ich bin ja von der Spielwarenabteilung und eine Kollegin verwaltet eben die ganzen Klemmbausteine setzen und so. Dann haben wir immer Freude an so lustigen Videos. Aber du hast dann schon geahnt, dass sie jetzt noch alles kaputt macht, oder? Du musst du dann die Kamera ready haben. Oder hast du einfach die Kamera gerade im Hosensack und rechtzeitig rauszücken, dass es alles auf Bild hast am Schluss. Zusammenzubauen. Ist nicht das gleiche wie live. Sorry, ja, hast du natürlich recht. Klar ist es nicht so wie live. Ich weiss nicht ganz, warum der sich soll bewegen können da. Also ich kann schnell ihn nicht aufmachen. Ich komme nicht dran vorbei. Ausser, du musst ihn hier ganz weit führen. Das ist nicht ganz eindeutig von der Anleitung her, aber ich glaube, es heisst wirklich. Nein, es heisst der mittlere Teil. Also es darf sich nicht so feststellen. Dann stimmt das so. Knubbels. Der Drucker. Wie bitte macht eine Katze einen Drucker kaputt? Das ist ja sicher viel zu schwer zum Berühren, oder nicht? 2 Mädchen, 4 Buben. 2 und 2 sind Geschwister, die Rest ist nicht verwandt. Okay. Ich bin dir gerade der Vollpost ab, hä? Also dir wird es nie langweilig in dem Fall. Gute französische Musik. Ah, ja. So ein bisschen Susi und Strolch. Ah nein, warte mal, das ist ja italienisch, oder? Dort hinten unten. Mit der Pasta. Ich weiß gar nicht, was ist gute französische Musik? Ich denke einfach irgendwie gerade an Giga und eine Frau mit so einer verruchten, verrauchten Stimme. Sind das Vorurteile? Ja, trifft es zu. Vielleicht teilweise. Warte mal, das stimmt doch auch nicht. So. Da kommt ja noch in die Mitte, kommt das noch?
So. Nein. Ja, also es hebt da einen einzigen Knubbel hier. An einer Noppe. Also stabil. Ich würde ja hier nicht auf den Balkon. Würde ich sagen, nein, könnt ihr selber. Also der eine da ist ja Pain in the Ass. So. Okay. Und jetzt habe ich noch so ein einziges so ein Graus. Ah, das kommt da dazwischen. Ja. Habe ich jetzt auch fast nicht gesehen. Also wenn ich nicht schon vorher alles rausgelesen hätte, dann hätte ich es garantiert übersehen. Also Cat Lady, bei dir ist in dem Fall einfach alles 2 Meter über dem Boden auf einem Regal, wo nicht auf Füßen steht, sondern in die Wand reingebohrt ist. Damit Katzen nicht drankommen. Ist das so, stelle ich mir das richtig vor so? Nochmal ein Slice, bitte. Bitte. Nein, das grosse. Zwischendurch muss man mit den Klemmbausteinen auch ein bisschen reden. Sie werden auch ein bisschen neidisch, amix, wenn ich nur mit dem Chat rede, oder? Aber dabei habe ich die ja richtig gern hier. Ist auf Discord. Ja, ich habe jetzt hier keinen Zugriff, oder ich weiss gerade das Login nicht, weil ich bin an einem anderen PC. Aber ich schaue mir das auf alle Fälle noch an. Darf ich bitte einfach nochmal so eins haben? Da? Muss ich das auch schon aufmachen? Haben wir jetzt 6 aufgemacht vorher? 5. 5 haben wir aufgemacht. Du hast jetzt 6 auch schon. Ah, da ist es ja. Gut. So schnell geht's dann. 4. Wieder aber Italiener zu beleidigen. Ja, sorry. Das ist wirklich nicht meine Absicht. Ich wollte Franzosen und Italiener nicht in einen Topf schmeißen. Überhaupt nicht. Ich meine, sie würden vielleicht uns und Deutschen und Österreicher vielleicht auch in einen Topf schmeißen. Wer weiß. Nein, gar nicht. 2 völlig unterschiedliche Kulturen mit ganz viel Geschichte dahinter. 4. Und jetzt so die dunklen. Ist ja doch farblich ein bisschen aufteilt hier, merke ich gerade. Ist gut, habe ich die Beutel alle an einer anderen Ecke aufgemacht. Jetzt ist mal wieder Zeit hier für Klimaanlage. Es wird schon wieder heiß, ich merke es schon. Nein, Klemmbausteine, weißt du, die müssen dich verstehen, oder? Die müssen spüren, dass du sie brauchst, weil sonst zeigen sie sich sowieso nie, da suchst du ewig. Und das ist halt etwas, das erkennst, wenn du ein bisschen älter wirst, weißt, ein bisschen mehr Lebenserfahrung hast und so, wird dir das dann automatisch bewusst. Die gleiche Entwicklung, wie dass du nicht in die Migros kannst, nur immer Tiefkühlpizza kaufen, sondern dass es auch noch frische Produkte gibt. Das ist so das langsame Erwachsenwerden, oder? Da müssen wir alle durch. Oder die meisten. Nicht ganz alle. Ich hatte schon einen Hund. Damals bei den Eltern noch. Das Thema ist wirklich abgeschlossen für mich. Das ist einfach so viel Verantwortung und Verpflichtung auch. Und Freizeit. Also, es soll eben nicht sein, dass du Freizeit angibst an den Hund, sondern dass dir die Freizeit wert ist, mit dem Hund zu verbringen. Und das ist mir einfach nicht. Ich habe einfach keine Zeit für einen Hund.
Dann macht es auch absolut keinen Sinn, sich einen zuzulegen. Was für ein Link? Also ich habe keinen Link bekommen. Wahrscheinlich ist er in dem Fall gesperrt worden. Ich habe zwar keine Meldung bekommen. Aber tun doch ins Discord rein. Fürs Minecraft. Bin nicht viel älter als du, Lolpay. Okay. Vielleicht bin ich einfach erwachsener als du. Ja? Weil ich tue meinen Kaffee mit dem kleinen Finger hier. Wunderbar. Das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass man erwachsen ist. Kannst du dich selber fragen, oder machst du das? Dann sind wir wirklich fast gleich, aber machst du das nicht? Du musst noch ein bisschen reifer werden, oder? Kann ich das runter haben, bitte? Yes. Der BJ ist weg. Politische Themen sind immer sehr gefährlich. Also ich finde schon Corona ist da schon gefährlich. Aber auf Politik lasse ich jetzt garantiert nicht ein hier im Stream. Da könnt ihr euch selber vergnügen dort. Das ist einfach so, da ist zu viel Feuer im Öl schon. Darf ich bitte mein runde Teil haben hier, bitte? Das wäre mega flott von euch, wenn ihr das könnt rausrücken. Ich habe es vorhin schon mal gesehen. Das müsste doch eigentlich da sein. Einfach das Runde, um da reinklicken, das brauche ich. Also, ich weiss ja nicht, wie ihr das aushaltet mit mir, aber ich hätte schon längstens umgeschaltet, oder wäre irgendetwas auf YouTube schauen oder so. Oder hätte auf Netflix irgendwie Big Bang Theory angeworfen oder so und 1-2 Folgen geschaut, bis ich das gefunden habe. Das ist wirklich uncool von euch im Fall, dass ihr das jetzt nicht rausrückt. Schaue ich daran vorbei? Sonst mache ich eigentlich nicht den nächsten Sack auf. Wir dann relativ gleich. Sofern das Teil drinnen ist natürlich. Sieht aber schon nicht aus. Da habe ich es hier reingestopft. Ich habe mal einen Sack zu früh aufgemacht. Ah. Und ja, Migros ist natürlich ein grosser Tiefkühler. Aber wenn du ans Ende gehst von diesem Tiefkühler, dann geht die Türen auf und dann trittst du in eine ganz andere Welt ein im Fall. Und dann plötzlich hat es dort so orange, längliche Teile, die sind ganz leicht biegsam und die haben so einen grünen Zipfel. Und dann gibt es noch so grüne, längliche Dinge, die sind auch weich. Und wenn du so mit dem Nagel reingehst, dann innen dran sind sie so gelb. Und dann hat es so lustige Knubbel, also grosse Knubbels, die innen dran so hellgrün sind und außen sind sie dunkelgrün und sind so wie blätterig so ineinander rein. Das ist faszinierend im Fall. Ja. Mach mir jetzt den hässig. Mach mir jetzt wirklich hässig hier. Also es muss einfach da sein. Hast du ihn in Discord gepackt? Okay, das ist gut, danke vielmals.
Dann schaue ich mir das gerne später dann noch an. Der Finger oben wird man dich loben. Ja, absolut. Männer trinken ohne Hände. Oh, jeez. Oh, Männerwitz. Ehrlich. Einfach Kopf in Becher. Und Barracks, hey. Welcome to the stream. Passive Unterstützung. Merci. Auch die können wir brauchen, auch die passive Unterstützung. Immer sehr gerne gesehen, gehört oder gespürt in dem Fall. Ich fange jetzt einfach an zu bauen und ignoriere das Teil halt für, ja, bis ich es dann wirklich brauche. Das ist mir jetzt wurscht. Aber ich warte doch nicht, bis die Lego-Teile sich überwinden, ihren Stolz überwinden und das Teil rausrücken, das ich brauche. Ich könnte es also noch lang täubeln. So. Ein Mini-Ballkönchen hier mit dem falschen Teil oben drauf. Schwarz, ja. So, das Mini-Ballkönchen da, voilà, bitteschön. Klingt das eklig? Ja, dann bleib du bei deiner Pizza. Ich glaube aber, dort hat es zwischendurch so rote, längliche Teile, die recht wässrig sind drauf. Die haben einen strengen Eigengeschmack und viel Wasser drin. Ich glaube, die kommen eben auch von dieser Abteilung. Die haben, oben dran haben sie so einen grünen Zipfel, den man so heben kann. Wenn sie frisch sind und so aufmachst, hat es innen dran so weiße Kerne drin. Da kommt jetzt auch noch etwas drauf. Aber das sieht man einfach wieder nicht, weil es unten dran ist. So. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Sieht nicht schlecht aus. Sonst merken wir es dann schon. Also ich merke es vielleicht, mir ist es dann gleich. Also wenn wir das Dach machen, ich sage jetzt schon, ihr werdet nichts sehen. Ihr werdet nichts von dem mitbekommen, weil das ist nachher viel zu hoch für die Kamera. Sonst muss ich die Kamera da die Decke aufnageln. Was? Der heiße Kaffee über die Hände läuft. Es wird ohne Hände getrunken. Ja. Dann kann er ja auch nicht, kann ja nicht über die Hände laufen, oder? Wie du trinkst ja ohne Hände. Stellen wir das noch als rechte Challenge vor. Aber auch wenn du ohne Hände trinkst, musst du dann gleich den kleinen Finger anheben. Weil das sollte man jetzt schon noch geschwind definieren. Ich meine schon, wer hat das gesagt? Der Baschi? Oder wer war das gewesen? Mach es mit Stil oder lass es sein, oder? Sorry, ich bin Mundartmusik absoluter Hinterwäldler. Ganz anders. Okay. Mehr ist mehr. Und je höher desto gehst.
Jetzt haben wir da mal wieder ein bisschen Gelenkchen. Wird das hoffentlich wieder ein bisschen stabiler. Ich habe schon ein bisschen Schiss, dass es da... Wir können ja das aufklappen für die das neu gesehen haben. Aber innen dran ist es nicht so spannend. Es ist eigentlich nur... Es steht eigentlich nur das Stegen. Und Wände. Also es ist wirklich nichts Interessantes innen drin. Das ist wirklich sehr filigran da. Also das hebt ja überhaupt nicht. Also ich habe noch Teile Führung, genau. Also da kommt noch etwas. Das sehe ich da vom Schiff aus. Und dann habe ich noch die da. Ah. Warte mal. Ich brauche aber nur eins. Ja, für das bräuchte ich jetzt leider das, was sich dreht. Oh. Es ist einfach so ein rundes Graus. Jetzt gehen wir einfach mal systematisch alles durch hier. Und wenn es wirklich nicht da ist, dann reiße ich den nächsten Sack auf. Geht da etwas mit dieser Klimaanlage? Es ist immer noch fucking heiß. Aha. Die Klimaanlage ist auf 25 Grad eingestellt. Gratuliere. Dann ist es keine Klimaanlage mehr. Dann ist es eine Heizung. Also ich bin jetzt das durchgegangen hier und es ist einfach nicht auffindbar. Das heisst, wir machen wirklich einen anderen Sack auf, sofern ich das Teil finde, das ich brauche. Ausser ich hätte noch irgendwo etwas in einem Sack, den ich schon aufgemacht habe, aber nicht ganz geleert. Das ist mir letztes Mal passiert. Das sieht alles gut aus. Ich schmeiße es auf den Boden. Das habe ich auch schon angeschaut, dass da auch nicht drin ist. Da auch nicht. Und der Sack verarscht mich sowieso. Da haben wir noch etwas, aber das sind zu grosse Dinge. Das muss nicht sein. Oh, hier ist so ein 8, aber. Ah, fast. Ja, gut, Leute, dann ich lasse jetzt das einfach auf der Seite, bis wir irgendwann über das Teil stolpern, weil es bringt rein gar nichts, wenn ich das jetzt suche. Das wäre mir noch da runtergefallen. Aber auf ganzer Linie verloren leider. Die Schuld liegt natürlich bei euch, das ist klar. 1500 Franken auslehnen, ja sicher. Kein Problem. Wir müssen einfach einen entsprechenden Vertrag aufsetzen und die Verzinsung liegt halt bei 100%. Und dann lehne ich dir gerne 1500 Franken aus. Rückzahlungsfrist 30 Tage. Können wir das so machen? Also ein Sechserli und 2 von denen und 3 noch. Oh, jetzt kommen noch braune Teile dazu. Brügli. Blaue. Ich weiß nicht, ob es die richtigen blauen sind. Es hat noch dunkelblaue, aber ich glaube, es sind schon immer die. Die hellen.
Und das da, das sollte ich eigentlich nie sehen. Ich kenne es jetzt leider fast nicht. Aber ja, wenn ich da so ein bisschen das Licht habe, das ist da wirklich abgeschliffen. Und unten dran. Ja, schwierig. Da, jetzt sieht man es da ein bisschen. Jetzt einfach noch so Plastik, was so drüber hängt. Vom Schleifen oder so. Absolutes No-Go bei mir. Ich habe zwar gelernt in England, dass No-Go ist glaube ich, ein Mundartbegriff. Also, weil No-Go gibt es nicht, zumindest nicht im britischen Englisch. Dort gibt es No-No, aber nicht No-Go. Wie, hey, oh gut, ich meine, der Begriff sagt heute eh niemand mehr, aber hey, so dein Kleid, hey, das ist ein volles No-Go. Mit dem Overall von der Werkstatt hier an der Hochzeit. Das so am Rande. Ja, klar findest du es, aber ich habe jetzt auch schon vorsortiert. Das ist wie wenn ein Kollege versucht, das Gurkenglas aufzumachen und es nicht aufbringt und nachher gibt es dir und du machst zack und es ist offen. Dann sagt er auch, ja, du hast schon die Vorarbeit geleistet, weißt, es hat sich schon ein bisschen gelockert, oder? Und ich habe jetzt schon ein bisschen vorsortiert und noch ein paar Milchklötzchen weggenommen. Es würde mich wirklich nicht beeindrucken. Wirklich nicht. 30 Monate, okay. Gut. Ja, dann kannst du jetzt hier in dem öffentlich einsehbaren Chat mit VOD-Funktion dein Bankkonto und deine Zugangsdaten bereitstellen. Und dann gebe ich dir das näher durch. Dann kannst du deine Lego-Sets posten. Aber jetzt ohne Witz, was willst du denn für Lego-Sets zutun? Oder auch allgemeine Frage in die Runde. Was ist so die nächste Klemmbaustein-Anschaffung, die ihr euch gönnen wollt? Oder was ist vielleicht ganz oben auf eurer Bucketlist und dann sagt ihr, hey, wenn ich das hätte, das wäre der absolute Traum. Das würde mich mal noch interessieren. Also bei mir ist ja die komplette Burg Blauenstein von Blue Bricks. Das wäre der absolute Dream. Also erstes Mal Fantasy-Setting, das sind einfach 2 Daumen nach oben. Und dann hochqualitativ natürlich. Recht herausfordernd. Also wahrscheinlich hätten wir im Stream etwa 2 Jahre, denke ich jetzt mal, wenn ich so gut rechne. Bis wir das fertig haben. Aber es sieht einfach fantastisch aus. Oh, jetzt fangen sie wieder an bohren nebenzu. Hey, also ich hoffe, ja, ich höre nichts von dem. Wenn doch, dann tut es mir nur ein bisschen leid. Ja, 0080. Gibt es überhaupt? Fantasienummer, okay. Ja, ich gebe das die Heime mal ein und schaue, ob es ankommt. CA 0080 Fantasienummer. Ja. Tue ich mir das so merken. Das ist ja cool, dass du so eine Bankkontonummer hast, was ich so gut merken lasse. Kleiner Herzinfarkt, ja. So. Also wir dünnen noch ein bisschen mehr die Teile da aus und irgendwann finden wir das dann schon, was wir brauchen. Ausser der Lowplay kommt schön vorbei, hilft kurz. Also noch richtig im Kopf, dass du eigentlich ganz in der Nähe bist. Das wäre eigentlich dann keine Sache.
Meinetwegen darfst du es auch auf Arbeitszeit schreiben. Du hilfst mir ja beim Arbeiten, oder? Kann man das so sagen? Alle 10 aufzählen? Ja, also los. Anne mit. Alle 10 Lego-Sets, die du gerne hättest. Also ich bin natürlich nicht der Sammy Klaus, oder? Nicht, dass du jetzt Hoffnungen machst. Aber ich kann es ihm gerne weiterleiten. Du musst einfach noch warten bis am Dezember. 25. Wie ist das bei euch so? Könnt ihr am 25. Päckchen auspacken, am 26., am 24., an allen Tagen? Wir haben bei uns immer, eigentlich alle Tage, weil wir sind immer zu verschiedenen Teilen von der Familie gegangen. Und da hat es halt von der einen am 24. etwas gegeben, von der anderen am 25. etwas. Ist das immer noch so in der heutigen Gesellschaft? Oder ist man von Geschenken machen vielleicht ganz weggekommen? Wer weiß. Also irgendwann kommt ja auch mal so ein der Break, wo man sich innerhalb von der Familie nicht mehr gross etwas schenkt. Also nicht mehr so, keine Ahnung, ein Mobi, Spielhäusli, der Barbie, Schlossballast und so. Das fällt dir dann weg. Da gibt es nur noch so Geld oder hey, ich habe Zeit mit dir. Und so Sachen, oder? Wenn ich heute immer noch so einen grossen Transformer oder so würde begrüßen. Ich würde vielleicht nicht mehr so intensiv mit dem spielen. Aber ich fände es immer noch geil. Es hat mal so einen Power Ranger gegeben, der so 5 zusammen modeln und dann hat es so einen riesigen Transformer gegeben, so einen riesigen Mech. Den habe ich mir damals auf Weihnachten gewünscht. Ich war der König von diesen Weihnachten unter den Jungs. Die sind alle richtig neidisch gewesen. Ich habe mir halt einfach das coolste Weihnachtsgeschenk gewünscht. Ob eingerechnet ist, ob ich Steine finde. Ganz ehrlich, nein, natürlich nicht. Das ist reine Zusammenbauzeit, oder? Also, ich weiss nicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das Schloss Blauenstein, könnt ihr auch geschwind googeln. Also 2 Jahre ist durchaus realistisch, oder? Und wenn ich noch meine Steine zusammensuchen muss, ja, dann reden wir vielleicht eher von so einem Lebenswerk, weißt, wo noch an deine Kinder und Grosskinder weitergehst und die gehen wieder an ihre Kinder und so. Also eher so ein bisschen, wir reden da so verhältnismäßig von einer Pyramide von Gizeh oder chinesische Mauer vielleicht. Also eher die Zeit, ja. Wo man da aufwenden dafür. Aber ich meine, die Maslow-Pyramide haben wir ja alle ein bisschen in der Schule, oder? Was ist das Oberste? Selbstverwirklichung. Oder? Wir wollen ein bisschen etwas hinterlassen auf dieser öden, schnöden Welt. Und wenn man so das Fundament von der Blauenstein-Festung von Brubrix hinterlassen kann, dann ist das schon. Da sagen die Leute noch, hey, wow. Das ist grossartig, was der geleistet hat. Da gehst du auch in die Annalen von der Bertelsmann-Lexikothek und so, oder? Und wenn Leute über irgendwelche Festungen ihre Maturaarbeit machen oder ihre Oberstufenarbeit, wie immer die schon wieder heisst, dann müssen sie immer dich referenzieren, weil du bist dann der angefangen hat mit der Burg Blauenstein. Der erste Mensch, der den ersten Stein gesetzt hat, quasi, also Stein geworfen. Es wird also dünner, hä? Es wird da dünner zwischen den Steinen. Die Chance, dass man dieses Teil noch findet, steigt.
Ja, das Generationsding. Quasi ein Generationen... Also kein Generationshaus, sondern eine Generationenfestung. Ja. Das hast du eigentlich wunderschön gesagt. Also, ja. Absolut. Eine Generationenfestung. Also Lolplay, du hast auf deinem Wunschzettel für die liebe Sammy Klaus den neuen Ferrari für 429 Franken, Schnäppli. Dann Sanctum Sanctorum, das kenne ich nicht einmal, 279 Franken. Das ist schon noch günstig. Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter, ja 47, das ist ja mal Kaffeekassen, oder? Obi-Wan Kenobi gegen den Darth Vader 65, da kann man auch noch dahinter stehen. Scythe, das Transportschiff vom Grossinquisitor. Es sind schon hure viel rausgekommen von dieser Reihe letztes Jahr. 129. Der BD-1, ja, 129, das finde ich ja cool. Justifier. Und das ATTE. Welches ist der ATTE? Ist das Republik? Ich bin voll oldschool. AT-ST, AT-RT und AT-AT. Und dann hat es sich bei mir. Aber ATTE. Also für 1970er Charge. Ah, schön. Ich würde mir immer noch so einen richtig schönen 1971er Dodge Challenger SRT wünschen. Das wäre geil. Oder der neuer SRT White Body. Das wäre auch geil. Wenn du so einen in echt kaufst, dann wirst du ja lebendig verbrannt. Da kommt Greta vorbei und hängt die gerade auf. Ah, ich habe noch 2 Teile nicht rausgesucht. So, 1. Bräuchte ich noch mal eins? Das sind schon die. Ja. Von der okay. Also, eben der AT-RT ist der von den Rebellen, dann ist ATT ist in dem Fall einfach die Version von den Clone Troopers. Okay. Das ist eigentlich der gleiche vom Modell her. Nerds unter sich, hä? Schlimm, immer die Nerds. Überall trifft man sie. Meine Verlobte hat letztes Mal in einen Kartenladen, also wir reden hier von Magic the Gathering und so, und für mich ein Display holen. Und hat dann nicht mehr genau gewusst, welches das sie jetzt muss mit heimnehmen. Und mir angerufen, du, ja, also ich bin jetzt in dem Nerdladen und hinten dran hörst du einfach den Verkäufer, hörst wirklich laut seine Augen rollen. Aber ja, nachher ist anscheinend noch ein lustiges Gespräch daraus entstanden. Ja. Ich bin jetzt in deinem Nerdladen. Dann dreht sich alle um. Oh, was? Verschwind wieder. Zuerst schon so, eine Frau in dem Laden und nachher... Sorry, es ist einfach... Klischees sind einfach immer noch witzig. Natürlich gibt es so viele Frauen, die Magic spielen. Mittlerweile. Mir fehlt das Teil schon wieder. Weil ich klaue jetzt einfach eins von da. Aber ich habe keins. Hast du am Samstag Geburtstag? Eins liegt sicher drin. Hast du Geburtstag? Am Samstag? Hast du keins gewünscht? Hier, da, eben der Ferrari 429, hey. Der ist nie mehr so günstig. Also die Ferrari, die ich kenne, die kosten alle 200'000 und mehr. Ist wichtig, Porsche, Bugatti und Lambo hast du schon. Okay. Ich habe dort auch noch einen Porsche stehen, allerdings nicht von Lego, sondern von Kada.
Den werden wir sicher auch mal noch zusammenbauen. Ist jetzt halt leider kein Ferrari. Den hast du schon. Sie haben schon Hoffnungen gehabt, ja voll. Eine Frau. Da müssen sie alle umwerben. Spielst du auch Magic? Ich auch. Ja, also ich finde das Teil nicht. Ist mir jetzt auch mal wieder herzlich egal. Das ist jetzt schon das zweite Teil heute, das ich nicht finde. Ich glaube, es hat auch einfach nur noch 1. Oder es hat einfach -1. Weil zu wenig mitgeliefert worden sind. 27 heiter vorne. Was machst du? Grosses Fest? Oder ein bisschen Lego zusammenbauen mit den Kollegen? Das Lego-Fest quasi. Also heute ist wirklich schlimm. Das ist so schlimm. Und es tut mir so leid für euch. Ich meine... Oh! Nein, schade. Das ist gemein. Ich kann natürlich einfach ein helles nehmen. So ein hellgraues von denen. Aber mein Ego lässt das irgendwie nicht zu. Jetzt fange ich dann langsam an farblich sortieren hier. Das runde Ding da ist einfach nie nichts. Also ich habe es definitiv nicht am Boden gerührt. Und es ist ja nicht hier in der Schachtel drin. Es müsste wahrscheinlich wirklich fehlen. Aber jetzt ist es halt so. Es wird nur noch schlimmer, Leute. Es wird nur noch schlimmer. Jungs und Mädels. Am besten machen einfach die Augen zu und schauen gar nicht mehr. 27 heit, also das ist ja bei mir doch schon ein paar Jahre her. Das ist jetzt schon 7 Jahre her. Also gut, die Geburtstage hast du eh nicht im Kopf, oder? Also der 16. hast du im Kopf, der 18., der 20., der 30. Aber so das dazwischen, das verschwimmt einfach ein bisschen mit dem Alkohol und allem. Und wenn du die Erinnerungen abrufst, dann kommt vom Hirn nur noch so, das war voll geil gewesen. Ah, was haben wir da gemacht? Ja, es war einfach geil gewesen. Okay. Also es ist dann geil gewesen. Hey, voll. Ah, und jetzt muss ich hier den Bogen befestigen, den ich nicht kann befestigen, weil mir das eine Teil fehlt. Jetzt will ich einfach das nehmen. Aber dann fehlt das wieder noch nichts. Ist es vielleicht irgendwo da dazwischen? Nein. Also es wird nicht besser. Ist schon ein bisschen zum Verzweifeln, ein bisschen. Nimm mir einfach ein helles. Ich hoffe, die hellen sind nicht abzählen. Sonst haben wir das Problem. Und wenn ich es dann irgendwann doch noch finde, dann bauen wir da halt nochmal zu. So mühsam mache ich es mir selber dann auch. Aber schon.
Jetzt wird es langsam wirklich hoch hier. Seht ihr überhaupt noch etwas? Ich sehe fast nicht mehr. Ich muss doch ein bisschen vorher tun. So. Okay. Oh. Das ist noch das Teil, wo wir noch anpflanzen müssen. Tu das da über. Oh, ist es unter der Maus? Nein, es ist nicht unter der Maus. Oder da hinten? Nein. Ah, wäre schön gewesen. Oh, jetzt gibt es 10.000 Fenster zu machen. Also 5, 10, 13 und das Rundes. Ganz geil. So, und dann 7 blaue. 3 und 6 von diesen grün-gelben. Ich finde es ja schlimm. Ich finde, die sehen eher aus wie grün. Da auf der Kamera sehen sie schon geil aus. Aber wenn man so da rein schaut, also das da, das ist einfach grün. So ein ganzes helles. So ein Schlabbergrün. Lieber Schlabber. Der Ferrari zusammen wohne ich dir schenken. Cool. Das sind konkrete Pläne. Ich hoffe, die treten auch ein. Jetzt habt es nicht mehr so richtig, wenn ich das so muss anmachen. Gar nichts geplant. Ah ja, easy Schocki, oder? Ja, ich glaube, Geburtstag feiern ist auch irgendwie nicht mehr so das Happening. Also, ich weiss noch, ich kenne einfach von meinen Eltern das noch, wo wirklich so viele Leute eingeladen hast. Also vor allem, wenn du natürlich ein bisschen älter warst. Weißt du, wie sie in ihrer Jugend war. So viele Leute eingeladen hast und dann ein riesen hure Fest gemacht hast und so. Aber ja, also bei mir ist das auch so. Wenn ich Geburtstag habe, dann vergeht ein Tag und dann habe ich Geburtstag gehabt. Jetzt gibt es wirklich da ein bisschen Stimmung mit diesen Fenstern. Das finde ich geil. Das gefällt mir jetzt. Also jetzt kommt das Haus wirklich mit diesen Fenstern ein bisschen Charakter rüber. So, da hinten noch. Oh. Also was der Bau hier natürlich sympathisch macht, ist, dass er so in die Höhe raufgeht. Das ist wirklich noch nice. Du hast wirklich das Gefühl, er schaffst etwas. Ein Stock um den anderen. So, okay. Jetzt haben wir aber doch ein Problem, weil das kann ich jetzt hier nicht anmachen. Das Fenster müsste sich drehen. Ja, aber es wird ja gleich nicht besser, wenn ich da nochmal drin rumsuche. Also ich schaue jetzt nochmal einmal am Boden, weil es ist halt ein graues Teil und es könnte wirklich einfach am Boden liegen. Oder ich hocke drauf. Wahrscheinlich hat es wirklich eine Putzfrau weggestaubsaugt. Oh, ich schaue, wir haben da noch eine Kiste. Vielleicht ist sie in dieser Kiste. Moment. Ah, ganz grosser Snob. Nein, ganz und überhaupt nicht. Ja, dann behalte ich das einfach auf der Seite, bis ich das finde. Wenn es mich grusig angurkt.
Dann tun wir das auch hier über in dem Fall. Das müssen wir drehen. So. Ah, da kommt ein grosses Fenster an. Da. Hier. Okay. 6 Weisse haben wir nicht von diesen da, von diesen Fensterli. Dann gibt es nochmal einen Sack hier zu aufmachen. Dass es da ein bisschen da über, dass es ein bisschen beieinander bleibt, das was wir vorher aufgemacht haben. Das ist jetzt mit der Ordnung nur noch schlimmer. Also 6 Weisse. 3, 4, 5, 6. Und 2 Grüne. Wo sind die Fensterscheiben? Da. Nein, ist kein. Es hat überall noch durchsichtige Scheiben, aber die habe ich jetzt noch nie raussuchen. Simon, salut! Also sagt er jetzt einfach Simon. Könnte auch, wenn es quer liegt, könnte es Simon heißen oder Simaton. Was auch immer dir am liebsten ist. Cool, dass du es geschafft hast. Letztes Mal habe ich ja leider gerade aufhören, wo du dazugekommen bist. Aber schön, dass du das einrichten konntest. Wir sind immer noch am Kaffee am Zusammenbauen. Es fehlen mittlerweile 2 Teile. Weshalb die eine Fensterfront nicht fertig gebaut werden kann. Das ist so der aktuelle Stand. Und die Hälfte von der Zeit vom Streamen habe ich sicher mit Suchen verbracht. Erfolglosem Suchen. Aber das versteht sich ja von alleine. Nein, es ist aber nicht in der Verpackung. Es ist aber nicht in der Verpackung. Also ich meine, es hat hier schon noch Päckchen, die ich auch aufmachen könnte. Aber ich habe hier schon reingeschaut. Es sieht wirklich nicht so aus, als wäre es da drin. Also ich habe es an der Reihe nach aufgemacht. Und ich habe jetzt extra alle Beutel noch mal so ein bisschen ausgeschält und so, aber das hat auch nicht geholfen. Ja, es sieht wirklich sehr bitter aus. Für unsere gemeinsame Zukunft von mir und dem Pariser Gartenkaffee. Ich glaube, wir werden leider nie beste Freunde. Er ist falsch verbaut. Ja, das kann natürlich auch noch sein, oder? Ist vielleicht ein guter Ansatz. Ich schaue mal geschwind, ob es von der Farbe her aufgeht, von der Logik her. Ob irgendwo etwas nicht so ist, wie es sollte. So. Hier zum Beispiel. Schau mal geschwind, das könnte vielleicht noch etwas sein. Das wäre da hinten. Nein, das stimmt. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon so ein Problem gehabt mit so einem dunkelgrauen Teil. Der wirklich falsch verbaut war. Also jetzt von außen dran sehe ich wirklich nichts. Und innen dran sollte dann eigentlich dasselbe Spiel sein. Nein, das sieht wirklich aus, als hätte ich es richtig verbaut. Bis auf eben den einen da.
Der da, der helle. Mit dir mehr Hochdeutsch, Simon. Ja, wir sind halt leider ein schweizerdeutscher Stream, aber sonst, wenn du mich direkt ansprichst, versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich mit dir Hochdeutsch spreche. Das können wir sicher so ein bisschen einbauen. Das sollte jetzt nicht allzu ein grosses Problem sein, aber wir sind halt Schweizer Bude. Dementsprechend ist das ein schweizerdeutscher Stream. Jetzt darf ich das noch aufmachen. Jetzt braucht da die Blättchen noch. Schön, alles drüber. So findet man das nachher auch hervorragend. Das machen es übrigens auch Profis. So. Car Mechanics Simulator. Ist das nicht das, wo der Hanno, Hand of Blood, also ich meine, der kennen das wirklich wahrscheinlich fast alle, auch gespielt hat? Voll in Character. Es hat recht witzig ausgesehen, ja. Ein bisschen rumschrübeln und so. Ich meine, du kannst schon mal üben für deinen Ferrari, den ich dir am Samstag vorbeibringe. Und noch ein bisschen helle. Das geht auch nicht. Drei von denen. So, die Mini-Arcs brauchen wir noch da. Und dann wieder so die Säulendinger. Gut, das muss man auch noch aufmachen. Also jetzt habe ich da null Überblick mehr, wo was liegt. Es sind vor allem so kleine, feine Teile da. Absolute Horror. So. Hey, noch Beste. Das ist so eine Legende. So, jetzt können wir ein bisschen cheaten. Und zwar kommt hier das eine Fenster einfach unter das da. So. Es fällt nachher niemandem auf. Wirklich, also keine Panik. Das sieht nachher niemand. Dass es da eigentlich eine Lüge ist. Eine dreckige Lüge. So. Du verstehst sogar ein bisschen Schweizerdeutsch, das ist sehr gut. Ich weiss, Schweizerdeutsch ist eine schwere Sprache. Vor allem, wenn wir so viel Dialekt haben. Es gibt ja leider nicht so, eben kein Hochdeutsch, das Hochschweizerdeutsch. Und das macht es halt für Leute, die mit dem nicht aufgewachsen sind, schon ziemlich schwierig. Kann ich mir vorstellen. So. Also das ist immer noch richtig wackelig hier. Hey. Da traue ich mich gar nicht drauf drücken. Ich sehe nicht einmal mehr, was ich baue. Wir sind schon so hoch. Also ich gar nicht mehr gesehen, was ich baue hier.
schön der Reihe an. So. Jetzt sehe ich es leider schon gar nicht mehr. Jetzt muss ich wirklich das mal schön ein bisschen drehen hier. Ja logisch, da kommt natürlich noch der Bogen. Ja, das ist ja so das Bogenfenster. Macht Sinn. Vordächli. Also ich muss sagen, ich freue mich schon recht aufs Dekorieren. Da, dass das Ganze ein bisschen bunter aussieht, ein bisschen lebhafter. Das freue ich mich schon. So wie ich das gesehen habe, ist das eigentlich die nächste Sackreihe, wenn ich das so sagen kann. Nächste Sacknummer. Also da bin die Anekdote schon mal erzählt habe. Ich habe fast das Gefühl schon, aber ich habe sie vielleicht auch jemand anderem letztens erzählt. Aber ich bin früher öfters an die Gonichi gegangen in Kassel. Das ist ja die grösste Anime-Manga-Convention im deutschsprachigen Raum. Und habe dort an der Kasse näher mit meinem perfekten Hochdeutsch, das ich rede, einen Sack noch bestellt, damit ich meine Sachen kann einpacken kann. Logischerweise hat er mich recht gehäuselt angeschaut, als ich gesagt habe, ich hätte gerne einen Sack. Also, weil im Hochdeutschen gibt es ja nur einen Sack. Und der haben die Männer zwischen dabei, so ist es. So ist es nämlich. Langsam stabil. Langsam wird stabil. Jetzt kommen wieder weisse Teile, die hasse ich, weil die kann man fast nicht unterscheiden hier. Also da, ja, in der Kamera sieht es schon fast ein bisschen besser aus. Da hat immer die oberste Reihe, oder, machen wir drauf. Das sind jetzt einfach die weißen. Also wir brauchen 2 Achter. Und 16 brauchen wir auch 3. Wahrscheinlich verbauen wir gerade alle weißen. Vielleicht nochmal einen Achter. Ja. Und nochmal so einen 6er da. Nebenbei dein Mock. Jetzt musst du mir geschwind helfen. Mock, was ist das genau? Was ist mit dem gemeint? Sorry, wenn ich da leider kein Profi drin bin. Aber je älter das man wird, desto mehr Fremdwörter gibt es. Ist wie es ist. Das andere Stück da zum Gelenk fand ich nice. Da hat es eins. Also das ist jetzt auch lustig, weil jetzt hat es da in dem Sack hat's, hat es Teile gehabt und dann im grossen Sack hat es andere gehabt. Also die Aufteilung ist schon ein bisschen fragwürdig. So, noch 4 von denen. Eins noch. Graue Dreiecke, so Ecke, 1, 2, 4 von denen. So, hey, das wird ja wieder richtig fest da mit so viel Teilen. Und 2 weiße. Okay, let's go. Wenn wir da mal das da ein bisschen stabiler machen, weil das geht jetzt wirklich ab hier. Ich hoffe, wir können bald
bald das Dach machen, sonst bricht noch alles zusammen hier. Also zuerst habe ich noch gelesen, Simon, dass es könnte ein Mock-Studio sein, so quasi ein Fake-Studio. Aber ich glaube, das ist nicht mit dem gemeint. Du hast ja geschrieben, du baust mein Mock-in-Studio. So, ja, jetzt ist es besser. Jetzt hat es. Und es wird sicher noch besser haben, wenn ich es richtig zusammengebaut hätte. Wie immer meine beste Disziplin. Ich war ja schon an Olympiaden. Selbstverständlich als Gewinner rausgegangen. Weil ich so unglaublich schnell und gut kann Klemmbausteine zusammenbauen. Sofort weiss, wo ist welches Teil, zack, 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 und dann ist es fertig. So geht das bei mir. Da muss man nicht lange warten. Aber das sieht schon, also wenn jetzt weiß kommt, dann ist es auch schon das Fundament nachher fürs Dach. Er hat jetzt auch langsam etwa die Höhe erreicht. Und dann sieht das noch ein bisschen stabiler aus hier. My own creation. Ah, siehst du. Okay, doch ein Fachbegriff aus der Klemmbausteine-Szene in dem Fall. Mega interessant, ja. Was baust du denn genau? Also du musst ja auch nicht voll spoilern, vielleicht ist es noch geheim, aber so ein bisschen ungefähr. Was wird's? Ich finde das allgemein sehr spannend, oder? Weil du brauchst ja dann doch sehr, sehr viele Teile, dass die Idee, die du im Kopf hast, kannst verwirklichen. Modular Building. Das ist sehr modular auszulegen. Also was bedeutet das genau für dich? Modular, wenn ich von modular rede, dann denke ich in der Regel an, jetzt kommt wieder das gleiche Thema wie jede Woche, Dungeons and Dragons Terrain, wo das Zeug so kannst anlegen, wie du es gerade brauchst. Das ist für mich modular. Auseinandernehmen, wieder zusammenstecken, so wie es brauchst. Bricklink Studio. Okay. Das heisst, du baust in dem Fall, wenn du modulare Teile baust, dass du so wie Vorlagen baust. Eine Art. Wo man dann geschwind kann dieses und jenes zusammensetzen. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Wir haben da einen richtigen Designer in dem Fall in unserer Mitte, der die Anleitungen baut zu Klemmbausteinen. Okay, sehr interessant. Nach welcher Logik geht man vor? Also ich meine, wir haben jetzt eins von Lego gemacht, das war easy gewesen. Wir haben jetzt Wangen gehabt. Da haben wir halt mehrere Schritte auf einmal. Also hier ist jetzt immer ein Stock umeinander, oder? Aber es sind für doch 2400 Teile sind es. Eigentlich 46 Seiten zum Zusammenbauen. Also relativ wenig Seiten.
für die Anzahl Teile, die man verbaut. Ja, ist ja kein Problem, wenn du es nicht kannst bauen, oder? Aber ich finde es gleich interessant, dass du so Mock-Builds machst für Anleitungen. Für Bricklink, Jan Bricklink Studio. Muss ich in dem Fall mal reinschauen. Das heisst, dort findet man Anleitungen von dir. Ist es der die Anleitungen macht? Tut der auch Grafiken machen von den einzelnen Klötzen? Oder tut der eigentlich nur die ganzen Bricks anordnen, dass der, was dann zusammenbaut, weiss, wo an was ankommt? Und du kommst aber das Modell, so wie es in der Anleitung drin ist, zur Verfügung gestellt über so als Datei digital. Ich würde schon mal gerne hinter den Vorhang sehen, wie so Sachen. Das finde ich immer extrem spannend zu erfahren, wie so gewisse Prozesse ablaufen. So alltägliche Sachen. Wie können Bohrsteine bürsten? Wahrscheinlich wird es schon irgendwie einfach reingedruckt, aber es ist ja doch relativ viel Bohrstoff, ein ganzes kleines Loch. Also es ist völlig banal und abstrus, aber einfach so Sachen halt, oder? So alltägliche Sachen wie wird das gemacht, wo kommt das her? Finde ich zumindest noch spannend. Jetzt haben wir wieder die Schüli. Okay, also. Alles schön vorsichtig. Ah, Brickhouse, ja, ja. Das kann ich schon, ja. Sorry, wenn ich Amix nicht gerade verstanden, was du meinst damit. Ah, schick ein Tutorial, das wäre cool. Ich weiß nicht ganz, ob die Links hier funktionieren. Und sonst kannst du es gerne auf unseren Discord, auf unseren Discord-Server dort drauf aufstellen. Ja, ich muss gerade mal schnell schauen. Weil die gute Steffi hat bei uns die ganzen Befehle gemacht, aber ich habe jetzt fast das Gefühl, Ausrufezeichen Discord müsste wahrscheinlich. Genau. Wow, fantastisch, hat sie eingerichtet. Müsste funktionieren. Könnt ihr alles sehr gerne dort reinstellen. Ich schaue mir das auch sehr gerne an. Es hat ja dort schon Videos von der Crazy Cat Lady mit ihren Katzen, die Lego und andere Kleinbausteine abrühren ab dem Regal. Bin ich schon mal gespannt. Ja, es hat heute aber schon mal jemand versucht, Links reinzutun. Ich habe die Regeln nicht aufgestellt. Die funktionieren bedauerlicherweise nicht. So, wie viel kommen wir jetzt da? Da kommen 4. 4 von diesen Eckigen hier. Mit den Löchli. Dann haben wir wieder so die kleinen Säulenunterstützungen da. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Da müssen wir jetzt einen Architekt fragen, der so alte Pariser Architektur studiert hat. Der würde das natürlich wissen, oder die.
Kennst du dich mit den Alternativen gut aus? Ja, Alternativen sind natürlich auch bei uns immer gerne gesehen, die wir immer gerne anschauen. Es hat mittlerweile natürlich auf dem Markt extrem viele Anbieter von Klemmbausteinen. Es kommt halt immer ein bisschen darauf an, oder einerseits kann das Bauwerk oder der Bausatz mega interessant und vielseitig sein. Das macht dann Spaß beim Zusammenbauen, aber es sieht vielleicht qualitativ nicht so toll aus am Schluss. Es muss halt immer beides sein. Oder er muss Spaß machen beim Zusammenbauen und er muss nachher Freude machen, wenn er ihn ausstellst bei dir. Das ist halt einfach leider nicht der Fall, seit wir überschwemmt werden von diesen ganzen Klemmbausteine-Sets. Nach innen gerichtet. Voll fancy. Man sieht jetzt leider gerade nicht, was ich mache. Da. Es ist einfach wirklich schon zu hoch und zu gross, das ganze Teil. Das würden wir jetzt leider nachsehen. Ja, das mit China kennen wir natürlich. Also ich muss vielleicht sagen, ich bin zwar in der Spielwarenabteilung als Produktmanager, aber ich tue Klemmbausteine nicht verwalten. Das macht eine gute Kollegin von mir, Lina. Die ist für die Klemmbausteine verantwortlich. Und ich kümmere mich halt um andere Sachen, wie ganze Gesellschaftsspiele, Outdoor, Tabletop, Pen and Paper. Diese Sachen. Das ist mein Gebiet. Heisst nicht, dass ich nicht Freude habe an Klemmbausteinen. Aber wir haben es uns irgendwo aufteilen natürlich, oder? Wir können nicht zwei Leute genau das gleiche Portfolio betreuen. Das funktioniert nicht gut. Wow, das geht jetzt gar nicht gut hier. Jetzt habe ich fast das Haus zusammengelegt, aber es hebt noch. Knapp hebt es noch. Jetzt manchmal muss man ein bisschen drücken hier. Ich hätte wirklich gerne mal den Abschluss. Den Abschluss oben drüber. Das würde mir meinem Gewissen und meinem Gefühl von der allgemeinen Sicherheit hier wird das gut tun. Nicht. Oh, jetzt wird es geil. Jetzt kommt nochmal so ein Erker drüber hier. Ich kann es vielleicht schön. Wo sind wir? Wir sind da. Jetzt kommt nochmal so ein Erker drauf. Liebe ich ja. Habe ich letztes Mal schon angetönt. Liebe ich einfach. Ich finde das so etwas Cooles. Die ganzen Erkerlis. Muss man auf die Uhr schauen. 3:45. Ich glaube, da schaffen wir wirklich jetzt wieder den Stock fertig. Also das sollte perfekt aufgehen eigentlich. Weil am 4 machen wir dann zu. Schlichter löschen hier. Also nur im Studio muss man schon noch arbeiten. Hinterjemand muss ich noch etwas machen hier. Aber am 4 würden wir spätestens sicher aufhören. Das heisst, sobald ich da den Stock fertig gemacht habe. Von fertig kann man zwar leider nicht reden, weil ein Teil fehlt. Aber der Simon hat gesagt, ich kann die in China nachbestellen. Ist mir aber ein bisschen zu mühsam, hier für 2 kleine Plastikteile von China etwas zu bestellen. Am Schluss sicher der Schweizer Zoll noch irgendwie 60 Stutz draufschlagen. Wenn das Teil nur einen Franken kostet. Könnte ich mir aber gut vorstellen.
Ja, ich weiß, es wird wirklich schlimm, Lopa. Es ist. Ich weiß nicht, wie man das nachher noch macht. Also ich kann glaub, noch ein bisschen dann rauszoomen, aber oder ich muss die Kamera noch ein bisschen weiter rauf tun. Ich habe noch mal so etwas wie ein Stativ. Dann stellen wir das dann das nächste Mal drauf. Aber es kommt ja dann eh nur ein Dach und dann kommt an der Seite ein bisschen Verkleidung an, ein bisschen Blümchen, Pflänzchen und so. Dann sollte das eigentlich nicht so ein grosses Problem darstellen. So, jetzt braucht man ganze 6 von diesen Gelenken hier. Ja, der Schweizer Zoll ist einfach Pain in the Ass. Also ich glaube, alles über, lass mich lügen, 65 Franken oder so wird verzollt. Irgendwo dort ist die Grenze, glaube ich. Vor allem, also weißt du, wenn ihr nur die Mehrwertsteuer noch draufkommt oder so, würde ich das ja noch verstehen. Aber manchmal sind die Beträge, die du oben drauf zahlst, einfach völlig sinnbefreit. Vor allem halt privat, oder? Ist es zum Teil wirklich mühsam. Und gewisse Sachen gibt es einfach nicht in der Schweiz. Vor allem so in diesen Hobbybereichen, weil in der Schweiz einfach alles nischig ist. Und dann im Ausland bestellen, gute Nacht um 6 Uhr. Zahlt alles praktisch Spesen angeben? Ja. Stimmt, eigentlich dumm, oder? Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Ich weiss nicht, ob das vielleicht einer etwaigen zukünftigen Lohnerhöhung würde im Weg stehen. Aber der Grundgedanke ist gut. Der Grundgedanke ist gut. In China zahlst du die Abgabe vorher. Okay. Das ist noch interessant. Wenn du etwas mehr bestellst, dann musst du gerade direkt die Abgabe zahlen. Okay. Funktioniert das dort in China halt schon ein bisschen anders. Also wir haben auch gewisse Sachen, wo wir direkt von China importieren. Halt eben, das sind einfach Grossmengen, oder? Sonst lohnt es sich halt nicht. Und ja, da musst du das natürlich nachher auch schon einrechnen, das ist klar. Ja, eben, genau, das steht einfach drauf ein Zoll. Merci für den. Es gibt einen riesen Erker, Leute. Hey, da können wir uns so richtig drauf freuen. Ein riesen Ding. Hat jemand von euch schon mal Midsommar gesehen, den Film? Horrorfilm. Ich kann jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil ich glaube, sonst gibt es das Video nachher nicht mal mehr auf YouTube. Aber also müsst ihr euch mal geben. So einen schrägen Straub-Film habe ich noch selten gesehen. Die Leute, die das schon mal gesehen haben, die wissen genau, von welcher Szene ich rede. Weil ich nie im Leben so einen Scheiß habe. Ist übrigens gerade Aktion. Also Apple TV Movie Dingsbums hat gerade Aktion, weil jetzt ist ja gerade das Sommersonnenwendfest aktuell oder gerade durch und es gibt für 1,50 Franken kann man auslehnen. Mehr würde ich auch nicht zahlen.
kann jetzt auch noch darüber diskutieren, ja, aber das ist hohe Kunst, wie das gefilmt ist und das ist ja wahnsinnig und so und der hat ja dieses und jene Genres beeinflusst und alles und der Kameramann hat noch eine Auszeichnung bekommen und was weiß ich. Aber ja, wenn du von einem Horrorfilm ausgehst, und auch von der Beschreibung her und nachher kommst du einfach die übelste hure Pilzli-Trip vorgesetzt über, dann entspricht es halt nicht ganz den Erwartungen, oder? Also ich habe schon viel Zoll müssen zahlen. Ich habe letzte gerade Dings bekommen von einem Kickstarter von Wormwood mit Dispel Dice, also so wunderschöne Holzbehälter für Würfel und Würfel natürlich und keine Ahnung, es kostet ein Hunderter und dann noch der Zoll drauf, sind dann nochmal 30 Franken gewesen oder so. Also, das ist einfach nicht im Verhältnis. Der Zoll ist ja irgendwo, hey, du führst Waren ein, die es bei uns im Land nicht gibt. Oder wo du nicht in unserem Land kaufst, aber über das Ausland beziehst. Darum musst du zahlen dafür. Und so, ja, okay, ja, ich würde es ja gerne in unserem Land kaufen, aber es gibt es halt nicht. Was soll ich machen? Es gibt schon Würfel, aber ich zahle doch nicht 200 Franken für einen 6-seitigen Würfel, der aus Schweizer Eichenholz geschnitzt ist. Was ist das da? Sind das noch Verzierungen oder was? So, okay. Also, ich tue jetzt das mal da an. Dann schauen wir weiter. Wenn ich könnte. Da kommt auch schon etwas unten. So. Ja, merci. Wir sind ja richtig schlau, sind ihr. Ich kaufe die falsche Sache, ja, stimmt. Das ist es natürlich. Das macht Sinn. Das ist absolut weird. Kommt das drauf oder nicht? Es sieht einfach nicht so aus. Ah, Jesus. Okay. Das Geländer kommt vorne an. Das sagt mir wieder an. Okay. Also, das kommt da vorne an. Mit diesen schönen Fensterchen, die man auf und zu machen kann. So, okay. Das ist mal das eine. Und das andere ist da das schöne Geländer, das wir zusammen machen. Also 22 € ist frei. Und jetzt ist alles 1 € und mehr ist mehrwertsteuerpflichtig, Simon. He? Zu viel Paket. Ja, gut. Eben das ganze Corona-Zeug, oder? Der Päckchenflut, da hat der Zoll natürlich gedacht, ja, voll geil, dann machen wir die grosse Kohle, oder? Wir haben ja mehr Arbeit. Ja, kann man schon so argumentieren, natürlich. Ja, in der Schweiz sind die Sachen generell sehr teuer. Das ist halt einfach so. Weil die
Die Leute sind teuer und die Ressourcen sind teuer. Die Arbeit ist teuer, die Maschinen sind teuer. Und dann ist halt am Schluss auch der Preis hoch. Aber ja, bei gewissen Sachen merkst du halt schon, wenn es Schweizer Qualität ist, dass halt ein bisschen wertiger daherkommt. Aber es gibt also auch, irgendwo gibt es auch Grenzen und Ausnahmen, finde ich. So. Und das ist so. Ich zeige euch das nachher gerade. So, voilà. Da haben wir unsere wundervolle Erker. Hier zum Aufklappen. Ich habe noch nie ein aufklappbares Geländer gesehen. Gibt es jetzt, ganz neu in Paris. Kann man hier machen. Ich finde es immer noch relativ sinnfrei, weil ich kann hier auch kein Figürchen dran anbewegen. Also es ist einfach für lustig. Aber es macht eigentlich, in meinen Augen zumindest, keinen Sinn, dass man das kann bewegen kann. Aber ja, sie haben wahrscheinlich gedacht, hier der Winkel ist ein bisschen schwierig zum Abmessen. Wir nehmen einfach ein Gelenk und dann stimmt am Schluss der Winkel. So. Okay, also wir kommen jetzt zum Ende dann gerade. Weil jetzt geht es noch an die letzten paar Teile hier zum Verbauen. Sehen wir uns aber nächste Woche wieder. Und nächste Woche dann auch zur normalen Zeit wieder, von 11 bis 1. Das war jetzt eine Ausnahme gewesen. Zum Glück haben wir am Nachmittag, also jetzt am Donnerstagnachmittag, noch einen Slot frei gehabt, wo ich da geschwind reingumpen konnte. Sonst hätte es vielleicht auch morgen früh können sein und wir hätten uns alle nie kennengelernt und nie gesehen. Und so sind dann merkwürdig, alles gut. Ich tue mich lieber nicht äußern dazu. Ich tue zuerst die schwarzen nehmen. Also drei von diesen grossen hier, das sind wahrscheinlich einfach alle schwarzen. Okay, also einmal so über das Eck rein. Also man sagt immer, wenn man murkset, dann macht man irgendetwas falsch. Kann ich jetzt hier so nicht direkt bezeugen. Hier musst du zwischendurch wirklich ein bisschen drücken. Das Problem ist halt eben auch, dass nicht alles so gerade ausgerichtet ist, wenn nicht alles schön ineinander verkeilt ist. Das gibt dann halt schon ab und zu ein bisschen Problem. So, dann gibt es hier die schmale. Nein. Doch. Aber das passt hier gar nicht drauf. Was ist mit dem Grauen? Hätte ich das dort gar nicht müssen tun? Oder? Ah, das kommt eins weiter vorne da, ja. Okay. Leute. Also wie gesagt, es ist leider nicht alles so stabil hier. Am Schluss hebt natürlich schon alles zusammen, aber hier, also wenn da ein bisschen musst drücken, dann ist einfach schon ein bisschen ein Problem. Okay. Jetzt aber noch mal lösen.
Jetzt machen wir sie gerade ein bisschen stabiler da. Okay. Jetzt fühlt es sich besser an. Jetzt sollte ich nämlich das Teil hier ebenfalls haben. Dass er nicht am richtigen Ort ist. Also ja, nächstes Mal müssen wir definitiv etwas mit der Kamera machen. Ich lasse mir dann etwas einfallen. Sonst sehen die einfach rein gar nichts mehr, was ich da... Mist. So, jetzt haben wir es doch gerade. Lange zuerst. Yes. Da, zack, zack. Und plötzlich geht es ganz schnell. Voilà. Okay, ich zeige es mal zuerst von oben. Und vielleicht kann man es noch von innen zeigen. Also wir sind natürlich noch nicht fertig, oder? Jetzt haben wir einfach den zweiten Stock gemacht. Wie gesagt, das kann man so ein bisschen aufklappen. Und dann sieht das Ganze so aus. Man kann es dann wirklich fast noch als Puppenhaus brauchen. Das Problem ist einfach, wenn man hier gewisse Sachen anlangt, dann fallen sie voneinander. So. Wie die Jalousien dort auf der Seite. Aber sonst, also ich finde vom Style her, sieht es wirklich cool aus. Und es ist eben, es ist ein grösseres, oder? Das sieht man auch. Also es macht Spaß. Man kann auch die einzelnen Türchen hier kann man auf und zu machen, wenn wir da noch eben das Puppenhaus brauchen. Und wir haben jetzt den ersten Stock fertig, den zweiten Stock fertig und das nächste Mal, in dem Fall, machen wir uns hier als Dach. Und das Ganze sieht dann so aus. Also jetzt haben wir hier das da gemacht und dann kommt noch das Dach oben drüber. Uns fehlt immer noch ein kleines Teil leider. Ich werde mich mal noch auf die Suche begeben nach dem, aber ich mache mir ehrlich gesagt nicht allzu grosse Hoffnungen, dass da noch irgendetwas vorkommt. Darum ja, wird das einfach so sein und bleiben, wie es ist auch. Also, ich glaube nicht, dass ich das noch finde. Anyway, ich wünsche euch noch einen fantastischen Donnerstagnachmittag und dann einen schönen Feierabend, wenn es dann einen gibt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, dass ihr da seid, ein bisschen mit mir geschnurrt habt und mir zugeschaut habt, wenn ich die kleinen Teile da zusammensuche und nie finde und dabei fast verzweifle. Das war eine wunderschöne Episode. Ich behalte die in guter Erinnerung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Zur geregelten Zeit am Donnerstag von 11 bis 1, dann wieder schön über den Mittag. Dann könnt ihr neben dem Schnabulieren noch das Handy auf dem Tisch haben und mir ein bisschen zuschauen, ein bisschen mit mir quatschen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Insofern, merci nochmal, habt's gut, ganz eine schöne Zeit und auch ein schönes Wochenende, dann, wenn es mal näher kommt. Und merci nochmal fürs Zuschauen. Tschüss miteinander, habt's gut.